Hi Friends und herzlich willkommen zurück bei «Los mal» nach irgendwie so 400 Millionen fucking Jahren. Es tut mir leid. Es hat angefangen mit, mein blödes, dummes Mikrofon ist kaputt gegangen, weil ich zu viel am Kabel rumgerissen habe und dann ist das Kabel kaputt gegangen. Und ich habe einfach immer noch kein neues. Darum nehme ich jetzt auch auf einem anderen Mikrofon auf. Keine Ahnung, ob euch das auffällt. Es tut mir leid, falls es ein bisschen cracked tönt, aber we move. Das ist das kleinste Problem, das wir haben. Und dann bin ich krank geworden und dann bin ich in Spanien gsi, und dann bin ich in Dänemark gsi, und das Leben ist ein Fiebertraum. Darum machen wir ein Live-Update. Ich habe wirklich nichts vorbereitet. Ich erzähle euch einfach mal ein bisschen. Und ja, es haben mich auch verschiedene Themen irgendwie beschäftigt in letzter Zeit. Das heisst, so, es fließen doch random Themen mit ein, gehe ich mal davon aus. I don't know what I'm gonna tell you, my people. Ich fühle mich jetzt auch gerade wirklich so ein bisschen awkward. Und Fun Fact, immer wenn ich meinen Freund ein Zeitchen nicht mehr gesehen habe, bin ich so, wie so ein Eisblock, Bro. Er ist nicht mehr so... Also weißt, er weiß es und das ist für ihn auch nicht schlimm, aber er ist schon so, Bro, du musst erst mal wieder auftauen. Was ist mit dir? Jedes Mal. Und ich fühle mich jetzt gerade mit euch so. Ich habe schon so lange nicht mit euch geredet. Ihr sind so Fremde at this point. Und vorher, wenn ich so jede Woche erzählt habe, ist es so voll easy peasy lemon squeezy. Jetzt bin ich so ein bisschen nervös. Bei meinem Freund bin ich auch immer wieder ein bisschen nervös. Ich bin so, oh mein Gott, er ist low-key cute. Weißt du, was ich meine? Ja, aber also, ähm, ich habe mich angemeldet für, für etwas zum Ausbildung. Also, nein, nicht Ausbildung. Sagen wir etwas, wo dann in den Lebenslauf kommt. Ich will gar nicht mehr elaborieren, weil ich will immer fucking geguckt. Das sagt man nicht so. Geroastet auf Social Media, egal was meine so giant Lebensentscheidungen betrifft, darum erzähle ich auch nichts mehr. Und ich weiss, er würde mich eher, spezifisch würde mich nicht auseinandernehmen, aber irgendwie will ich einfach nicht, dass irgendjemand es weiss. Aber auf jeden Fall von das, also das Herbstsemester werde ich wieder äh, eine Beschäftigung haben außerhalb von selbstständig sein. Und ich freue mich wirklich mega drauf, weil ich glaube einfach, das ist auf jeden Fall in diesem Abschnitt von meinem Leben nicht für mich, um einfach 100% selbstständig zu sein und einfach auf mich allein gestellt sein. Und ich meine, ich habe schon so viel über das Thema geredet und ich bin mir sicher, ihr habt gar keinen Bock mehr, mir zuzuhören bei dem. Aber ja, einfach so, dass ihr wisst, was bei mir abgeht. Es stresst mich wirklich mega so, für mich selber verantwortlich zu sein. Und es läuft mega gut. Wisst ihr? Und das ist auch so ein Zwiespalt, wo ich mich irgendwie immer wieder drin finde, dass ich so bin, oh mein Gott, aber es läuft gut. Und andere Leute wünschen sich, dass sie könnten selbstständig sein mit dem, was sie mega gerne machen. Aber mir nimmt es wie so ein bisschen die Freude daran, dass es so... Es ist verdammt krass. Ich weiß gar nicht, wie ich formuliere, aber es stresst mich, dass ich abhängig davon bin, wie kreativ das ich bin, wie wohl dass ich mich gerade in meiner eigenen Haut fühle oder wie gut dass ich verstecken kann, dass es mir eigentlich, keine Ahnung, dass ich vielleicht gerade nicht so confident bin oder so. Am Schluss des Tages, du bist abhängig davon, dass du vor der Kamera hockst, egal ob es dir scheiße geht, egal ob gerade im Privatleben alles scheiße ist, egal ob du gerade Beef hast, egal ob du die hässlich findest, so, du musst einfach anhocken und das machen, weil du verdienst dein Geld damit. Und der ganze Grund, wieso ich ja angefangen habe mit dem Ganzen, ist, weil es mir einfach Spass gemacht hat. Und ich will einfach, dass es mir weiterhin einfach nur Spass macht. Und es nimmt mir legit vom Spass, wenn ich weiss, oh mein Gott, also weißt, ich kann mich einfach nicht aufhören zu stressen. Ich glaube, wenn ich ein anderes Mindset hätte und wenn ich weniger perfektionistisch wäre und nicht so ein Overthinker wäre, dann wäre das voll, also es ist ja voll geil. Es ist geil. Um so können, keine Ahnung, Alter, Bro, du kannst ausschlafen, keiner juckt, was du machst, weil du hast deinen eigenen Plan. Aber ich hocke einfach daheim und denke mir, oh mein Gott, ich mache gerade nichts, oh mein Gott, ich mache gerade nichts, oh mein Gott, ich mache gerade nichts. Weil, sind wir einfach ehrlich, es ist kein grosser Aufwand, keine Ahnung, ein Video am Tag zu machen. Rein zeitlich, wenn ich das machen würde, ich poste ja nicht mal ein Video am Tag, habe ich aber auch schon gemacht, aber ich meine, das geht nicht 8 Stunden. Dann hockst du wieder und machst nichts oder irgendwie, keine Ahnung, Bro. Ich weiss nicht, amigs sind ja so To-Do-Listen von so Influencern, also nicht in der Schweiz, aber so deutsche Influencer. Dann schreiben sie so einen Scheissdreck auf und sind so, ja, sie tun jetzt Konzept schreiben und sie tun Skripte und sie tun... Hebt die Fresse, Bro. Also, ausser du bist irgendwie völlig slow,
kannst du mir nicht sagen, dass du irgendwie einen ganzen Tag damit verbringen kannst, irgendwie ein Skript schreiben für ein Video. Das Video geht höchstens 30 Sekunden. Shut the fuck up. So. Es ist einfach, es gibt wenig zu tun. Also, du kannst, logisch kannst immer etwas machen, aber das machst du ja nicht. Du willst ja nicht, Videos leben ja irgendwie davon, dass es spontan ist und authentisch ist. Also, bei mir auf jeden Fall. Ich kann nicht anhocken, ich schreibe auch gar kein Skript. Amigs muss ich für Kooperationen, muss man so ein Konzept schicken im Voraus. Und dann bin ich schon so am struggeln, weil ich weiss, literally, bevor ich ein Video aufnehme, weiss ich nicht, wie das Video aussehen wird. Auch nicht für eine Kooperation. Ich weiss, was ich sagen muss ungefähr oder irgendwie, was wichtige Punkte sind und um was es geht bei eben Kooperationen. Aber ich habe keine Ahnung, was ich sage. Ich drücke auf diesen huren Knopf und dann sprudelt es einfach irgendwie raus. Und das finde ich das Geile. Und das kann ich einfach nur richtig gut machen, wenn es mein Hobby ist. Wenn ich irgendwo in der Schulzeit bin und ich weiss, ich müsste gerade eigentlich lernen. Ich weiss, ich müsste reiten. Ich weiss, ich müsste aufräumen. Ich weiss, ich müsste putzen. Alter, dann ist ein Video machen so fucking geil als Prokrastination, als Ablenkung, als Auszeit. Aber wenn plötzlich das, was du eigentlich als Auszeit hast, zum Hauptding wird, dann ist es so ein Mindfuck irgendwie. Und dann fragst du dich, hey, mache ich das überhaupt gerne? Wieso schießt es mich dann jetzt so an? Oder wieso habe ich keine Idee? Bei mir ist es nicht, dass es mich anschießt, sondern ich habe einfach keine Idee plötzlich. Und das schießt mich einfach an. So, ich bin weg vom Alltag. Ich bin weg von, was meine Peers machen. Ich check nicht, was machen normale 21-Jährige gerade. Ich kann auch gar nicht mehr relaten und das macht mir ja logischerweise auch Angst. Aber so, das muss ich einfach akzeptieren. Ich werde nicht können relaten mit jemandem, wo sagt, oh, ich weiß nicht mal, wie man ein Mail schreibt. Oder so. Also, ich bin einfach, in gewissen Sachen bin ich jetzt halt einfach irgendwie schneller erwachsen worden wegen dem Ganzen. Und das ist auch voll cool, das finde ich. Ich habe so viele Sachen gelernt. Aber andererseits bin ich so, oh mein Gott, ich muss zurück in eine Welt mit Gleichaltrigen, die einfach normal sind, wo ich check, so, über was redet man gerade, was macht man gerade. So, Leute, ich bin am Vergammeln. So, schreibt mir mal, was ihr so macht im Leben, Bro. Weil das tut, also ich glaube, das wird auch jeder andere Mensch, der irgendwie im öffentlichen Leben steht, sagen, dass du bist halt irgendwann nur noch in dieser Bubble drin und kannst dich mit niemandem mehr identifizieren und hast so das Gefühl, du bist so, irgendwie stimmt einfach mit dir nicht oder dann redest du halt nur noch mit denen, die dich verstehen in dem, und dann driftest du immer so weiter weg eigentlich von den ganz normalen Menschen, von denen du eigentlich normalerweise surrounded bist. Und das finde ich mega schwierig, weil ich kann ja nicht einfach so tun und andere Leute können auch nicht einfach so tun, als würden sie nicht checken, dass ich vielleicht jetzt nicht das 0815-Leben lebe. So, andere Leute in meinem Alter lassen sich ja auch mega von dem irgendwie so beeinflussen. Und vielleicht liegt das auch an mir, weil ich glaube eben nicht, weil ich probiere wirklich nicht, das gegen aussen zu tragen. Also ich will eigentlich nicht darüber reden und das ist dann auch so, dann rede ich mit niemandem darüber, dann probiere ich so meine Fresse zu heben und dann fassen das safe Leute auf als so, oh mein Gott, sie ist irgendwie so arrogant, keine Ahnung, Bro, ich weiß nicht, aber ich mache mir wirklich viel, aber ich glaube, man merkt es auch, ich mache mir viel Gedanken über das Ganze gerade und es ist sicher eine gute Entscheidung gewesen, das mal auszuprobieren, wie das ist, das Vollzeit zu machen, weil sonst würde ich mir irgendwie in 5 Jahren denken, oh mein Gott, du bist nicht in einer Prime gewesen und du hast nicht mal probiert, wie es ist, Vollzeit fucking Content Creator, so, bist du dumm, weil man muss es auch einfach mal monetär sehen, finanziell ist es eine sehr gescheite Entscheidung gewesen. So. Und ich komme nicht aus reichem Haus. Ich komme nicht aus einem Haus, wo es gewährleistet ist, dass irgendetwas funktioniert im Leben. So, ich muss für mich selber aufkommen können. Und das ist mega cool auch zu wissen, dass ich das kann. Weißt? Da bin ich mega dankbar und finde es mega cool. Und das gibt einem auch mega viel, das mal zu realisieren. So, ich kann ja irgendwie mein Geld verdienen. Weil ich erkenne das safe auch. Und man ist so, Bro, oh mein Gott, wie soll ich jemals irgendwie eine Wohnung zahlen und so Möbel und so ein Leben haben. So, Bro, wir kommen alle also viele von uns auf jeden Fall kommen von einer Zeit, wo man so fucking broke war. Oder vielleicht sind das auch jetzt noch so. No shame, es ist ganz normal. Nachdem man so
ein H&M-T-Shirt gekauft jetzt, aber wie soll ich erwachsen werden? Und dann irgendwann mal so checken, oder vielleicht ist es bei euch auch schon, kann ich in der Lehre so, weil ich meine, keine Ahnung, ich bin halt einfach nur ein Schulkind, so. Für mich war es einfach ganz normal, dass man keine Kohle hat. Und jetzt so checken, okay, ich kann Geld verdienen und ich weiß auch, wie mit dem Geld umgehen nachher, weil ich bin ja so, ich spare actually, Leute, auch wenn ich gebe definitiv auch an mich ein bisschen zu viel Geld aus, so unnötig, aber ich spare auch. Und das, Leute, das würde ich euch wirklich ans Herz legen. Wenn ihr irgendwie irgendwo Geld verdient, legt einfach ein bisschen auf die Seite. So viel wie halt geht, so proportional zu, was ihr überhaupt bekommt. Weil das ist so ein geiles Gefühl zu wissen, oh mein Gott, ich habe etwas gespart. Hi. Und aber der Pain, wenn man dann vom Sparkonto mal etwas zurück überweisen muss, weil es irgendwie gleich nicht aufgegangen ist. Das habe ich auch schon gehabt. Aber so die beste Grundregel ist, man hat ein Sparkonto und man tut dort immer wieder Zeug überweisen, wenn neues Geld reinkommt und dann dürfen wir es nicht mehr anlängen. Das ist so fucking satisfying. Sorry, ich habe mich so gesagt. Ich liege auch jetzt gerade so in meinem Bett im Fall. Wie so, als wäre ich am Schlafen. Und er redet einfach da mit euch, als wäre es eine Sprachaufnahme. Das ist richtig geil. Wo bin ich gewesen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe mich angemeldet. Ich werde in naher Zukunft nicht mehr 100% nur Social Media machen. Ich weiß aber auch nicht, inwiefern mein Pensum nachher... Also ich glaube nicht, dass ich 100% beschäftigt sein werde mit dem anderen, der dann kommt. Also ich glaube, weil das will ich auch nicht. Ich will ja immer noch Zeit haben für Social Media. So, das wäre mein Albtraum. Ich muss irgendwie so eine Balance finden. Und das macht mir ehrlich gesagt auch Angst, weil ich weiß immer noch nicht, wie man lernt. Ich muss jetzt kurz über den Sommer noch mal kurz lernen, wie man lernt, glaube ich. Sonst hacke ich das einfach von Anfang an. Genau. Und dann, was habe ich sonst noch? Wir waren in Spanien mit Essi zusammen. Nagellackmarke, kennt ihr vielleicht, wenn ihr freaky jelly sind. Sorry. Genau, wir waren eingeladen von Essi auf Marbella zu gehen, in so eine fette Villa. Und Bro, das ist so fucking surreal gewesen. Ich habe mich gefühlt wie im Film. Und normalerweise, wenn du so... Also, ich sage euch ehrlich, ich hatte fetten Anschiss gehabt, weil oh mein Gott, das klingt auch so scheiße, Bro. Aber weil normalerweise, wenn du eingeladen wirst, irgendwo an, dann ist es nicht, also doch, logisch, es ist, oh mein Gott, geil, ich bin dort eingeladen. Aber der zweite Gedanke ist, Hilfe, wer wird dort sein? Oh nein, die sind sicher alle asozial. Dort ignorieren mich wieder alle. Die werden mir kaum Heu sagen. Weil es ist halt wirklich, Bro, die Atmosphäre an so scheiß Events ist meistens scheiße. Die Leute sind arrogant, die Leute meinen, sie sind etwas Besseres oder umgekehrt meinen du bist etwas Besseres und dann krüchelt es dir irgendwie in den Arsch und du denkst, was stimmt mit dir nicht? So, es gibt kein In-Between und das ist immer oft unangenehm und auch, es ist halt scary, gell? Du gehst in irgendein fremdes Land mit ganz fremden Leuten, du kennst meistens niemanden oder wenn dann so 2, 3 vom Sehen oder hören, also es tönt theoretisch immer mega geil und dann bist du aber so, ja gut, aber wird es wirklich geil? So, was soll ich mit fremden Leuten in einem fremden Land so Memories machen oder reisen oder sonst etwas ist ja eigentlich geil mit Leuten, die du gerne hast, die du liebst. Und das ist halt das Krasse an dem Ganzen. Du wirst ja nie irgendwo eingeladen mit deinem Freund oder mit deiner Mutter. Also doch, ausser sie können es irgendwie monetarisieren, dass, oh mein Gott, Kampagne mit deiner Mutter, weil es ist herzig oder so. Aber generell ist es ja nicht profitabel, irgendeinen random einzuladen. Sie laden ja einfach irgendwelche Influencer ein. Und das ist so traurig. Ich denke mir immer so, oh mein Gott, ich wünschte, ich könnte meine beste Kollegin mitnehmen. Ich wünschte, ich könnte... Weißt du, aber das kannst du halt nicht. Du bist literally auf einem, so dumm wie es klingt, Worktrip mit 20 anderen fremden Leuten und hoffst einfach, dass ihr einander nicht hasst. Und darum bin ich schon so ein bisschen eingestellt gewesen, so, ja, mal schauen, weil Nein sagen tue ich definitiv nicht. Halt auch eben so mit, wie sagen wir dem, mit Ausblick auf, dass ich halt bald nicht mehr so frei bin, mit einfach sagen, ja, ja, komm, mach ich. Habe ich halt auch diesen Sommer jetzt alles reinquetschen und sage einfach zu allem ja und bin so, cool, 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 weil es ist auch geil. Aber es war richtig fucking geil gewesen. Ich sage es euch, es hat jemanden dort gehabt, den ich wirklich sehr unsympathisch gefunden habe, aber sonst alle so lieb. Alle die gleich, also halt, nein, wir sind nicht alle gleich gewesen, aber alle sind einfach von Grund auf mega, mega nette Seele gewesen. Und wir haben so gut miteinander geredet und so. Das ist wirklich, Bro, Leute, wenn da irgendjemand zulässt, der fucking in dieser Welt ist, gell, es ist basically unmöglich, dass man das über ein Event sagt. Und auch, wo man halt so mehrere Tage miteinander ist und so. Und
nein, eigentlich sehr schwierig. Aber es war so fucking geil gewesen. Und das hat mich auch so gefreut, weil wir haben dort auch oft, also ich muss euch vorstellen, du bist an einem fremden Ort, in einem fremden Land, mit fremden Leuten und die alle sind talentiert. Du bist nicht an einem Crack-Ort mit irgendwelchen Opfern. So, du bist dort mit erfolgreichen Leuten, die konventionell attraktiv sind, die jahrelang das machen, was du schon machst, die krasse Erfolge haben oder wo es irgendwie speziell gut mit der Brand haben oder wo vielleicht untereinander gleich irgendwie es mega gut miteinander haben und du kommst neu rein und kennst niemanden. Weißt du, es sind alles so mega, mega intimidating Aspekte, wo alles zusammenkommt und du bist dort und wir alle denken das Gleiche. Also wir haben auch wirklich darüber geredet, so am dritten Tag oder so. Bro, als ich da angekommen bin, habe ich gedacht, ihr seid einfach alle so hübsch und so erfolgreich und so confident auch und ich bin die Einzige, die das irgendwie nicht ist. Und das haben wir alle gedacht, Bro. Alle. Also wirklich von der grössten scheiß Influencerin, die das seit 10 Jahren macht, zu einer, die es seit einem Monat macht. Oder, weißt du, alle hocken dort und denken, fuck, Alter, die alle haben den Dresscode besser gecheckt. Fuck, Alter, die sind alle so nett und ich bin so awkward. Weißt du, wir denken, da ist alles Gleiche und es ist so krass gewesen. Einfach auch, wir sind nur Frauen gewesen, außer die von der so Event-Organisation hat es ein paar Männer gehabt, aber also ich glaube, die sind sehr fruity gewesen, wenn ich das so sagen darf. Darum, so, sie haben es auch gecheckt. So, es ist einfach so krass gewesen, so unter Frauen so darüber zu reden und offen zu sein und zu sagen, sorry, also ich habe auch Angst gehabt. Und dann so zu checken, dass wir alle, egal wie wir aussehen, egal was wir erreicht haben, egal, also alle erstmal an sich selber zweifeln. Und das finde ich auch traurig, weil ich finde, das sollte nicht so sein. Und das zeigt ja auch, dass man sich immer so fest mit allen anderen vergleicht. Aber umgekehrt ist es doch so auch irgendwie erleichternd, zum Wissen, so, nein, das bin nicht einfach ich, der da hockt und denkt, nein, ich habe es nicht verdient, um da zu sein. Und nein, was mache ich da überhaupt? Und nein, sondern wir alle hinterfragen das. Und keine Ahnung, mir hat das jetzt wirklich auch seither geholfen in anderen Situationen. Zum Beispiel, heute bin ich an der Sneakerness mit Zalando. Und ich bin irgendwie, wir haben ein Outfit ausgesucht und ich habe so probiert, so ein bisschen den Streetwear-Vibe so zu hitten. Aber ich meine, meine Kleider sind ja, ich laufe jetzt nicht so streetwearig um. So, ich habe schon ein paar coole Sneakers, aber die lege ich auch gar nicht an eigentlich. So, die könnte ich gerade so gut verkaufen. Und ich habe aber probiert, so, ich habe so Jorts angelegt, keine Ahnung, wenn es euch juckt, geht auf TikTok, juckt doch keine, schauen, dort habe ich so das Get Ready With Me gemacht, dort seht ihr das Outfit. Einfach so baggy, so wirklich hässliche Shorts, wo eigentlich so cool sind, wenn du es cool machst, wenn du es so confident trägst, finden alle, oh mein Gott, du bist so stylisch, aber wenn du es so awkward trägst, dann ist so, was hätte ich an? Und ich habe das wirklich probiert zu rocken und mir ist bewusst im Voraus so, ich muss, wenn ich das anlege, muss ich einfach das fühlen und so dazu stehen. Und erstaunlicherweise habe ich mich sehr wohl gefühlt mit denen, weil, ja, sie sind halt auch so baggy und du siehst eigentlich basically nichts von deinem scheiß Körper und es ist eigentlich noch praktisch. Auf jeden Fall, ich habe schon das Outfit angehabt, wo ich so dachte, so, passt ich dort überhaupt rein? Dann sind wir dort an und haben halt irgendwie, sind wir davon ausgegangen, oder ich auf jeden Fall, dass es einfach nur ein Gruppenbild gibt. Weil letztes Jahr war es, glaube ich, so gewesen, und das sind halt so, also wir haben das, habe ich das schon gesagt? Keine Ahnung, Bro, sorry. Wir haben ein Zalando-Shooting gehabt, wir, die gebucht waren für diese Kampagne. Und ich dachte, es gibt einfach ein Gruppenfoto und dann kommt eben Amis auf Zalando, auf der App, kommt dann so Sneakerness 2000 bla 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 und dann so ein bisschen Style-Inspo, glaube ich, oder so, habe ich letztes Jahr gesehen. Bro, dann kommen wir dort an und dann sind die schon so einzeln am Shooten und ich so, fick mein fucking Leben. Ich habe mich nicht auf das vorbereitet. Kennt ihr das? Man muss so, weißt, wenn du es weißt, ist eine Sache, aber wenn du so reingeschmissen wirst, bist du so, fuck, Alter. Ich habe nicht mal daheim so paniken drüber, so, ich muss jetzt auch da paniken. Und die alle haben das so gut gemacht und keine, weißt, ich bin halt so awkward. Ich kann es schon machen. Ich hocke dann schon an, weil ich bin so ein People-Pleaser, dass ich mich nicht getrauen würde, zu sagen, so, fuck, Alter, das habe ich nicht gewusst, sorry, ich kann das jetzt nicht machen. Nie im Leben würde ich das sagen. Ich hocke da an und lasse mich fotografieren, logisch. Aber ich bin dann die so dreimal einen Lachflash kriegt und sagt, oh, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Und alle denken sich, Alter, du dumme Nutte, mach jetzt einfach so.
während alle anderen einfach anhocken, die Fresse haben und professionell machen. Und ich bin einfach nicht so die. Und dann habe ich dann schon so zugeschaut und bin so, fuck, Alter, die machen das alle. Und schon so im Kopf so, fuck, Alter, ich bin wieder die Einzige, die das nicht kann. Und, so. Und dann habe ich aber, anstatt das so von Anfang an, so, also logisch, ich habe ihnen schon auch gesagt, so, ui, das habe ich nicht gewusst. Und so ein bisschen, einfach so ein bisschen lustig probiert, das auch zu kommunizieren. So. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. So. Ich weiß nicht, andere Leute fassen das dann sofort auf. Also auch in dieser Szene sind schon oft Leute zu mir gekommen, so, «Oh mein Gott, bist du wirklich so insecure?» Also, juckt sich wirklich so, was die Leute von dir denken? Habt Fresse, Bro. Habt Fresse. Du bist die gleiche Person, die alle 2 Minuten auf dem Handy auf Snapchat schaut mit der Frontkamera, wie du gerade aussiehst. Die juckt es genauso, was die Leute von dir denken. Es ist menschlich. Es juckt uns halt. So. Was soll ich da kommen und so tun, als würde mich nichts jucken? Es juckt mich. Und aber auf jeden Fall, das finde ich okay, wenn man so Späßchen macht und so. Du darfst ja den Leuten sagen, so, oh mein Gott, das stresst mich. Ich weiß nicht, wieso alle immer probieren, auf krass zu machen. Aber dann habe ich eben genau an die Marbella-Situation gedacht, mit all diesen tollen Girls, die dort waren und so gesagt haben, so, Bro, ich fühle mich auch so, aber ich probiere es einfach zu verstecken. Und dann bin ich auch so, okay, ich fühle mich jetzt zwar so, aber ich probiere jetzt einfach dort anzuhocken und so zu verinnerlichen, dass ich doch aus einem Grund da bin und ich da eingeladen worden bin und das einfach jetzt mache, weil es ist okay, dass ich dort anhocke und auf Ernst posiere. Ich werde gefüttert. Anstatt dass ich mich so schäme, weißt, weil es haben halt Leute aussenum. Das war so mitten drinnen in der Halle. Und aussenum sind Leute vorbeigelaufen, die an den Ständen vorbei sind und so. Und immer, wenn sie halt gecheckt haben, dass dort ein Shooting stattfindet, sind sie stehen geblieben. Also ihr müsst euch vorstellen, keine Ahnung, deine Kollegin macht Fotos von dir irgendwo in der Ferien und plötzlich stehen so 20 Leute rundum und machen Fotos von dir, wie du gefüttert wirst oder filmen es oder so oder reden darüber, so, schau dort die und die kennt man doch und so. Leute stehen halt literally rundum, während ich so musste für Zalando posieren. Weißt du, das ist so peinlich. Also für mich ist das einfach so peinlich. Aber ich habe dann einfach durchgezogen und habe so gedacht, ja, Bro, ich weiss ja nicht, was sie denken. Und das ist etwas mega Krasses, wo ich irgendwie erst jetzt, also logisch habe ich das rational gesehen gewusst, dass ich nicht weiss, was alle Leute denken, aber erst jetzt checke ich so langsam, dass ich mir das auch einfach selber sagen kann. Also, anstatt immer davon auszugehen, so, die denken jetzt sicher, es ist mega peinlich. Die denken jetzt sicher, ich bin fett. Oder die denken jetzt sicher, die sieht anders aus als auf den Videos. Oder die denken jetzt sicher, was ist das für eine Arrogante, wie sie da posiert. Oder so. Ich weiss nicht, was die Leute von mir denken. Und bis dass mir das jemand ins Gesicht sagt, also auch wenn es mir etwas ins Gesicht sagt, kann es mir eigentlich egal sein. Aber es sagt mir niemand. Niemand steht dort und sagt, oh mein Gott, Emma, du hast fette Beine. Niemand steht an und sagt mir das. Wieso mache ich mir dann Gedanken darüber? So, keine Ahnung, ich glaube, das ist so eine von diesen Sachen, wo man einfach irgendwie selber drauf kommen muss. Genau gleich wie wenn du immer wieder zum gleichen Typ zurückgehst und deine Friends sind so, Bro, du bist so dumm. Und du checkst es halt erst beim 7. Mal. Und nachher kannst du auch sagen, oh mein Gott, ich bin so dumm gewesen. Aber es bringt halt amigs nichts, wenn andere Leute dir das sagen, sondern du musst es irgendwann einfach selber mal checken oder irgendwie checken wollen. Und ich glaube, das ist für mich jetzt so der Punkt, wo ich in den letzten paar Wochen so mehr gecheckt habe auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich komplett dort bin, aber so, es ist nicht so deep. Es ist nicht so deep und auch wenn ich mich blamiere, zum Beispiel eben, habe ich dann am Abend gecheckt, also wirklich so ganz spät am Abend, dass ich den ganzen Tag den scheiß Tag noch an meinen Hosen hatte und mit so rumgelaufen bin, dann habe ich gedacht, so, Bro, ich habe so hart probiert, cool zu sein und dort reinzupassen bei diesen ganzen coolen Sneaker-Leuten. Und nachher komme ich zurück und bin die Einzige, die den scheiß Tag nicht von der Hose weggenommen hat. So, natürlich passiert mir das, ich dumme Nutte. Und die Leute sind auch immer so triggert, dass ich so mit mir rede. So, oh mein Gott, ich bin so dumm. Leute, das ist ein scheiß Stilmittel. Das ist Dramaturgie. Das ist, ich denke nicht wirklich von mir, dass ich dumm, fett, scheiße, hässlich dumm bin. Sondern es ist einfach lustig zu sagen. Nehmt es nicht so ernst. Genau, aber so, natürlich passiert das mir, dass mein Tag dran bleibt. Und dann habe ich aber auch wieder gedacht, so, Bro, hat es jemand gejuckt? Oder hat es irgendwie die Fotos gestört? Hat man es gemerkt? Dann hat mir das jemand gesagt. Es hat keiner gecheckt, weil das Tag ist schwarz und meine Hose war dunkelblau gewesen, und es ist nur oben dran geklebt. Und es ist doch scheißegal, Bro, weil so jede scheiß Hose, nicht Hose, jede scheiß Hose hat einen Tag dran. Juckt keine Sau. Die Leute sind dort, um ihre Hure Sneakers anzuschauen. Die Leute sind nicht dort, um mein Tag an der Hose zu inspizieren. So. Und
einfach, keine Ahnung, so, das ist mir einfach mega geblieben und das habe ich so mitgenommen von meiner Marbella-Zeit und auch das merke ich halt immer wieder, das habe ich auch gemerkt, als ich auf Costa Rica gegangen bin, da eine Woche einen Sprachaufenthalt, dass ich kann allein an einen Ort mit anderen coolen Leuten und die nehmen mich auch auf. Weil ich gehe immer halt davon aus, dass «Oh, und was ist, wenn sie mich nicht gerne haben? Und wieso sollten sie mich nicht gerne haben?» Und das kann ich dich genauso fragen, du, der zuhörst. So, wieso sollten sie dich nicht gerne haben? Wenn du nicht ein scheiß Arschloch bist, dann wird dich immer jemand gerne haben. Logisch, es kann dich nicht jeder gerne haben. Aber genau gleich, es kann dich nicht jeder hassen. Wieso denken wir immer an so das Worst Case, so, auch wenn die jemand nicht sympathisch findet, du wirst es wahrscheinlich 90% der Zeit wirst du es nicht mitbekommen. Du wirst es nicht mitbekommen. Und ja, es gibt Situationen, wo man so denkt, so, irgendwie ist es awkward gewesen, irgendwie ist es komisch gewesen, vielleicht hat sie mich nicht so gern. Ja, Bro, aber hast du die Person gern gehabt? Also, obviously hat es ja nicht gematcht, weil so, wenn du die gern gehabt hättest, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass sie die zurück gern haben, weil Leute lieben es, wenn man sie gern hat. So. Dann matcht es nicht und dann muss es dich auch nicht so jucken, wenn du vielleicht nicht sympathisch für die Person bist, weil die Person ist auch für dich nicht sympathisch gewesen. So, ich habe das Gefühl, wir alle obsessen immer über so eben die Leute, die uns so abfucken. So, Alter, und dann ist sie so unsympathisch gewesen, und dann ist sie auch dort gestanden und hat mich so dumm angeschaut, hat mir nicht mal «Hoi» gesagt. Wieso juckt es mich, wenn so eine dumme Nutte mir nicht «Hoi» sagen kann? Hä, mega peinlich für dich. Sorry, dass du so bist. Ich bin nicht so. Juckt mich nicht. Du bist ja in dem Fall irgendein dummer Mensch. Wieso juckt es mich? Weißt du, so, genau. Und auch eben in Marbella habe ich gecheckt, so, hey, ich bin nicht ein scheiß Mensch und ich kann mit Leuten connecten. Und so. Und das ist halt mega etwas, was ich halt von meiner ganzen Jugendzeit irgendwie so mitgenommen habe, in meinem kleinen Rucksäckchen von Sachen, die mich belasten. Ist, dass ich einfach so fest mit dem konfrontiert wurde, dass die Leute mich nicht gerne hatten, wegen irgendwelchen Gerüchten, wegen dieser dummen Kollegin, die ich hatte, dass ich halt wirklich das ganz, ganz fest geglaubt habe, so, niemand hätte dich gern. Und egal wo du ankommst, die Leute denken schon schlecht von dir. Oder egal ob du das Maul schon geöffnet hast, die Leute werden von dir denken, du bist eine dumme Blöde, weil du blonde Haare hast und blaue Augen. Aber weißt du, so kleine Sachen, wo ich einfach so viel damit in Berührung gekommen bin, dass ich es dann irgendwann auch einfach geglaubt habe. Und das lege ich jetzt halt langsam wieder ab. So, ja, was ist, wenn ich irgendwie konventionell nicht hässlich bin und trotzdem lustig bin, ja, dann zeige ich diesen Leuten halt, dass ich lustig bin. Ich muss sie auch nicht überzeugen. Aber so, wieso habe ich Angst, dass sie mich nicht lustig finden? Weil ich irgendwie nicht aussehe, als könnte ich lustig sein? Oder umgekehrt. Wieso will ich nicht aussehen, als könnte ich irgendwie gescheit sein? Oder will ich nicht aussehen, als könnte ich Geld verdienen? Also, das juckt. Was juckt es mit Digga? Das juckt doch keinen, oder? Nein, aber so, darum, ich frage mich auch immer wieder, ja, würdest du es empfehlen, alleine irgendwo annehmen? Ja, ja, also weißt du, gleichzeitig so, passt auf euch auf, werdet nicht kidnappt, aber es tut gut zum checken, dass du nicht nur das bist, wo dir dein Umfeld jahrelang vermittelt hat. Und auch mal so einfach zu verstehen, wer bin ich, wenn die Leute nicht anwesend sind, wo wir seit Jahren sagen, «Ah, du bist so eine Scheuche» oder «Ah, du bist so verpeilt. Ah, du bist so tollpatschig.» Das ist so spannend, so mal so observen, wenn du irgendwo bist und neue Leute kennenlernst, eben gerade in einem anderen Land, und du zeigst ganz viel von deinen Insecurities von Anfang an. Weil du hockst an den Tisch und sagst, «Ach, sorry, ich bin immer so laut, sorry, ach, ich bin so tollpatschig, jetzt habe ich da schon wieder den Stuhl verrutscht.» Und die sind alle so, «Ah, hä? Nein, das ist mir gar nicht. Hä, was meinst du? Das ist mir gar nicht aufgefallen.» So, die Leute checken die Sachen gar nicht, wo du jahrelang halt durch kleine Sachen immer wieder so dir selber einredest. Und es ist viel besser, wenn man auch einmal die Fresse hat und nicht den Leuten auf einem Silbertablett serviert. So, «Ich finde mich hässlich und scheiße, weil meine Kollegin aus der 3. Klasse hat mal gesagt, dass ich fette Beine...» Weißt du, so, checkt ihr, was ich meine? Ganz, ganz wilde Gedanken, aber period. Genau, und dann oder irgendwie so während Spanien bin ich dann irgendwie krank geworden. Und dann, jetzt habe ich eigentlich immer noch Halsweh, aber ich muss jetzt durchziehen, ich kann euch da nicht mehr hängen lassen. Und dann bin ich irgendwie einen Tag oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr, daheim gsi. Und dann bin ich mit meiner Kollegin auf Dänemark gegangen, auf Kopenhagen. Und das ist auch, also dort sind wir einfach nur Ferien gsi.
Und das war toll gewesen und gut und wir haben viel geshoppt und hi. Ähm, aber auch dort bin ich mit Sachen konfrontiert worden, die irgendwie dann schwierig waren für Menschen aus meinem Umfeld. Also weißt du, so mäßig, also ich kann halt keine Details erzählen, aber im Sinne von, man muss für jemanden da sein, wo irgendwie etwas Schlimmes passiert ist, mäßig, oder? Und auch dort schon wieder, das war für mich auch so schwierig gewesen, weil ich so gemerkt habe, es ist mir so wichtig, um irgendwie probieren, gut da zu sein für jemanden, weil ich so Angst habe, dass ich etwas falsch mache, dass ich irgendwie keine gute Kollegin bin, dass ich irgendwie unfähig bin, um da zu sein, weil mir so oft das Gefühl gegeben worden ist von du bist einfach eine scheiß Kollegin. Weil ich halt nicht einfach jedem seinen Arsch ablutsch, wenn er ein Hurensohn zu mir ist. So. Und auch einfach, wie mich das mitnimmt, dass man eben gleich nicht alles kontrollieren kann. Also ja, es werden scheiß Sachen passieren und du kannst niemandem die Last abnehmen. Ich kann nicht die Situation irgendwie verhindern für meine Friends oder meine Geliebten. Ich kann nicht, wenn etwas scheiß, jemandem sein Leben gerade scheiße läuft, es wird scheiße laufen. Das Einzige, was du machen kannst, ist für sie da sein. Und das ist auch so frustrierend, weil also weißt, ich würde sofort, wenn ich könnte, die ganze Last von Leuten, die ich gerne habe, wegnehmen und einfach so auf mich nehmen. Weil es ist so ihr kennt das sicher so, du schaust so zu und bist so, fuck, aber was kann ich machen? Und die Leute sind schon so genervt. Du merkst so, sie sind so, Bro, du kannst nichts machen, mein Leben ist schon einfach scheiße. Du kannst mir von mir ein Schocke bringen und dann frisst ich sie nicht, weil ich gar keinen Appetit habe, weil es mir scheiße geht. Weißt du, so. Und ich hocke so dort und schaue so zu und bin so, nein, aber dir darf es nicht scheiße gehen. Und es ist einfach schon lange nichts mehr Schlimmes passiert bei Leuten in meinem Umfeld, ehrlich gesagt. Und bei mir selber auch nicht so mega so gravierend. So, manchmal passieren dumme Sachen und dann bist du so, ja, okay, schon wieder. Aber so, keine Ahnung, zum Beispiel, als ich in der Oberstufe war, ist es mega schlimm gewesen, weil in unserer Klasse sind mehrere Mütter verstorben von unseren Klassenkameraden. Und dort war es auch so, so BAM, weißt so zack, und es ist scheiße. Aber die meisten Sachen kommen ja so ein bisschen schleichend oder ja, es ist so ein bisschen blöd, aber so etwas wie, dass jemand verstirbt, ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Und auch dort so zuzuschauen, wie du merkst, diesen Leuten geht es richtig scheiße und du bist keine Hilfe. Du kannst einfach nur sagen, ich bin da für dich und 100-mal fragen und so kleine Sachen machen, aber im Großen und Ganzen wird es diesen Leuten einfach jetzt eine Zeit lang scheiße gehen. Und einfach müssen checken und lernen, wie man da ist, ohne aufdringlich zu sein, ohne irgendwie unsensibel sein, weil man so sagt, ja, sie ist alles gut, das bringt keiner Sau etwas. Leute, wie ist man anständig für jemanden da im Jahr 2024, wenn man nicht mehr 12 ist und so sagen kann, so, Baby, du bist Beste, glaub nicht an Haters. So, wisst ihr, was ich meine? So, erwachsen werden und auch bei erwachsenen Problemen da sein. Ich meine, früher haben wir ja oft gar nicht gecheckt, wie gravierend etwas ist oder wie irgendwie traumatisierend ein Ereignis ist. Wir sind einfach so, oh mein Gott, ist das und das passiert. Und dann hat man eine Snap-Story darüber gemacht oder so. Oder Close Friends, so ein Scheiß. Und hat gefragt, oh mein Gott, ja, ich bin immer für dich da. Du sagst mir, wenn etwas ist. Und dann hat man sich nie mehr gehört. So, jetzt ist man erwachsen. Und man checkt auch viel mehr, wie schlimm Sachen sind. Und muss auch also, keine Ahnung, ich finde das einfach, Leute, ich finde das richtig scheiße, wie so scheiß Sachen passieren. Das macht mich wirklich straight up selber traurig. Das hat mich wirklich auch so ein bisschen aus der Bahn geschossen in meinem eigenen Leben, so zum Beispiel einfach weiter meine ganzen Arbeitssachen machen, auch wenn Leute hassen, wenn ich sage, es ist Arbeiten, aber eben, sagen wir Kooperationen oder Mails. Also so. Ich habe einfach auf nichts mehr Lust gehabt, weil ich so traurig für die andere Person war. Und ja, ich glaube, das ist auch einfach so ein Teil vom Erwachsenwerden, dass man einfach muss können, so Sachen einstecken und irgendwie so resilient sein und auch wenn das Leben mal scheiße ist, man muss einfach weitermachen. So, das klingt so Boomer-Core, so «Das Schaffen ist das Wichtigste, du kannst nicht die scheiß Gen Z da wegen Mental Health, chillt mal.» Weißt du, aber es ist ja wirklich, du kannst nicht, es passiert so viel Scheiß und du kannst nicht wegen jedem Scheissdreck einfach aufhören und das finde ich sehr scary.
Weil eben ab dem Punkt, wo du für dich selber verantwortlich bist, dein eigenes Geld verdienst, selber schauen musst, wie kommst du über die Runde, ist es nicht mehr so easy, zum einfach zu sagen, ja, ich bleibe daheim, weil es geht mir scheiße. So, wie früher. Und das finde ich, Bro, ich will einfach wieder 12 sein und meine Mutter lenkt mir auf den Kopf und sagt, oh, du hast Fieber, bleib daheim. Und ich sage, okay, Mami. So, das ist der Type Shit, wo ich gerade an bin. Und jetzt bin ich in Embryo-Position im Bett übrigens. Position gewechselt. Das ist einfach, das belastet mich. Aber sonst, also nicht, dass es so eine Rant-Folge ist, gell? Ich finde es wirklich toll, was ich alles für Erkenntnis mache. Und ich glaube, das hat es jetzt auch irgendwie gebraucht. Also, ich habe die letzten paar Monate wirklich das Gefühl gehabt, ich bin so immer so, ich bin so, the growth ist am stagnieren. So einfach so, irgendwie komme ich nicht weiter, irgendwie ist alles gleich, irgendwie läuft nichts, irgendwie fühle ich mich immer gleich scheiße. Und jetzt kommt wieder so ein bisschen eine Phase, wo ich das Gefühl habe, so, mal doch, jetzt checke ich wieder mal ein bisschen etwas und komme so ein bisschen weiter. Und das tut mir einfach gut. Und es ist auch cool, um so bewusst mal darüber nachzudenken. Weißt, ich glaube, oft zieht das so an einem vorbei, so, dass man sich gerade am Weiterentwickeln ist oder dass gerade wichtige Sachen passieren, wo irgendwie etwas daraus lernen wirst, bla bla. Das verpasst man ja meistens. Man ist dann immer im Nachhinein so, wow, das ist eine mega krasse Zeit gewesen. Dort bin ich so, wow, Character Development. Weißt, und das finde ich irgendwie cool, wenn man das so aktiv irgendwie probiert festzuhalten und auch so daran zu denken und sich selber irgendwie auch so ein bisschen, weißt, wie sagt man dem, jetzt muss ich low-key furzen, das kann ich wirklich nicht machen. Ich habe Tens Momos gefressen die letzten 2 Tage, von denen muss ich so furzen. TMI, sorry, aber I love Tens Momos. Auf jeden Fall. Eben, ich finde es auch cool, dass wenn man aktiv daran denkt, so, ja, jetzt ist gerade eine krasse Phase und jetzt lernst du sicher viel und so, als würde das Leben so sagen, just stick with me. Es kommt dann, du wirst dann schon noch checken, wieso. Weißt du, so ein bisschen das finde ich auch cool, weil dann kannst du dir selber auch so ein bisschen, wie sagen wir dem, Gnade zeigen. Nein, das klingt so falsch, aber weißt du, Nachsicht haben. Bro, what the Rücksicht? Leute, ich habe kein Deutsch mehr, ich muss zurück in die Schule. Aber so, du kannst dir selber so am Shit cutten, Slack cutten. So, du kannst einfach, okay, ich weiss, ich bin jetzt gerade in so einer Lage und es muss nicht alles perfekt laufen und irgendwie klappt es schon. Weißt du, so ein bisschen so ein bisschen auf pädagogische Art und Weise mit dir selbst umgehen. Finde ich wirklich ehrlich noch cool. 10 out of 10 would recommend. Ich weiß eben nicht, ob die Folge jetzt gerade ein Pain im Arschloch ist oder nicht. Es tut mir leid, falls schon. Wir sind wieder am Auftauen. Genau. Und ja, einfach allgemein das hure Confidence-Thema ist wirklich eine grosse Sache für mich im Moment. Auch irgendwie das Vergleichen mit anderen Leuten. Und ich habe irgendwie lange gedacht, ich bin gar nicht so jemand, der sich vergleicht. Und dann fällt mir auf, ich vergleiche mich einfach nicht. Oh, sorry. Ich vergleiche mich einfach nicht in diesen Bereich, wo sich vielleicht andere Leute mehr vergleichen, zum Beispiel jetzt gerade mit Aussehen oder was gibt es sonst noch? Ja, Geld verdienen oder so, aber das juckt mich eigentlich irgendwie wenig, weil ich bin so, mir ist voll bewusst, dass alle Leute auf ihre eigene Art hübsch sind, weil ich das voll selber bei anderen sehe. Also ich schaue wirklich nie jemanden an und denke mir so, wow, du bist verdammt hässlich, außer wenn sie Arschlöcher sind. Aber ich schaue alle Leute an und bin so, du hast voll schöne Augen oder du hast voll schöne Haare. Darum juckt es mich auch hart nicht, so wie, also logisch, ich kann jemanden anschauen und denke, oh mein Gott, du bist der hübscheste fucking Mensch auf der ganzen Welt. Und ich kann nicht glauben, dass jemand so aussehen kann. Also kennen Sie die Leute, die man auch so anstarren muss? Weil sie so perfekt symmetrisch aussehen und einfach so wie eine Cartoon-Figur aussehen. Die muss ich auch anstarren. Und ich bin so, wow, hübsch, geil, Model. Aber mehr dann, ich denke mir dann nicht so, oh mein Gott, ich bin so ein Quasimodo daneben. So juckt. Aber bei anderen Sachen habe ich jetzt aber gleich gecheckt, dass es mich voll juckt. Zum Beispiel so Leistung. Wer ist produktiver? Oh nein, jetzt haben die das irgendwie besser gemacht als ich. Und ach, das heisst, ich bin jetzt scheiße. Oder auch gerade so wie sagt man das? So lebensumständmäßig
passiert es mir oft, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin unter jemandem, weil ich nicht gleich aufgewachsen bin oder weil ich nicht irgendwie schon gleich reif denke in etwas oder nicht die gleichen Ansichten habe und dann gerade so der Rückschluss ist, oh, Hilfe, dann bin ich einfach dumm oder dann bin ich einfach falsch aufgewachsen oder irgendwie habe es noch nicht gelernt, weil du bist so viel cooler als ich und ich bin noch ein Kind. So, das ist wirklich etwas Grosses, so dass Angst hat, dass alle anderen irgendwie schneller erwachsen sind und ich bin so die Einzige, die so noch nicht rauskommt im Leben. Und ich glaube, das kommt halt eben auch gerade von dem, dass alle meine Friends irgendwie studieren oder keine Ahnung, in irgendeiner hure WG wohnen. Und ich weiss rational gesehen, so, Bro, ich bin froh, wo ich nicht in irgendeiner scheiß WG, wo alle ihr Zeug liegen lassen und 24/7 Menschen rum sind, weil dann würde ich literally jemandem in die Fresse boxen nach 2 Stunden. Ja, aber und ich weiss auch, dass das Psychologiestudium mich so angeschissen hat, wenn ich das weitergemacht habe und so weiter und so fort. Aber gleich so die Idee von, oh mein Gott, die haben alle das 0815 Studentenleben und sie gehen gerne in den Ausgang und ich nicht. Vielleicht stimmt einfach etwas mit mir nicht und vielleicht bin ich einfach noch ein Kind und wenn oh, shut the fuck up, Brain. Weißt du, das sind die Sachen, wo ich im Moment immer noch so ein bisschen und dann fällt es mir wenigstens auf, weißt, auch wenn ich so leistungsbasiert so, die sind produktiver oder die haben schon mehr erreicht oder es schauen doch mir auch Leute an und denken sich, what the fuck, die ist 20 und verdient fucking Geld mit scheiß Social Media seit 4 Jahren. Was ist los? Was macht die und was mache ich? So, wir vergleichen jetzt alle miteinander und es ist alles eine Frage von der Perspektive. Wir sind alle wahrscheinlich, die da zuhören können und die Möglichkeit haben, in einer krass privilegierten Situation und haben uns alle nicht zu beklagen. Wir haben zu fressen, wir haben das Handy in der Hand, wir haben Ausbildung oder irgendwie Bildung in den Arsch gesteckt bekommen, ob wir es wollen oder nicht. Weißt du, so, uns geht es gut. Und dann fangen wir an, irgendwelche random andere Probleme zu suchen. Und das ist ja auch, weißt du, so valid. Aber das ist immer eine Frage von Perspektive. Oh mein Gott, wisst ihr, was ich auch noch besprechen will? Das Comeback von der Bibi. Finden wir es gut oder finden wir es schlecht? Ich finde es geil. Also es haben schon so viele Leute mit mir geredet, so, oh mein Gott, also vor allem so in der Szene von Leuten, die Content wie sagt man dem? Nicht nur Content Creators, sondern auch Leute, die hinter den Kulissen arbeiten. Das ist einfach so, oh mein Gott, aber das ist sicher langfristig gehabt, das gar nicht, weil die Leute, die ihr folgen, die Millionen von Leuten, folgen ihr ja nicht wegen dem, was sie jetzt macht. Und ich bin so, hä, Slay Queen, ich hoffe, ihr folgt noch mehr Leute. Ich finde das voll geil, so die Videos, wie sie jetzt so sorry kurz, Videos, wie sie jetzt Bäume umarmt und so. Ich fühle das hure. I wish that was me, Alter. Ich wünschte, ich könnte so Bäume umarmen und das so fühlen und so meditieren und mich geil fühlen. Dabei so, slay. Ich finde das wirklich, Leute, so geil. Und sie hat heute, oder auf jeden Fall vor kurzem, irgendeine Story gepostet über so sich hübsch fühlen und dankbar sein und so. Leute, mein nächstes Ziel ist so Dankbarkeit scheiße, weil das ist so das ne, das liegt mir wirklich wirklich gar nicht, weil eben, entweder bin ich so ein Imposter, der so ist so, oh mein Gott, du hast das nicht verdient, du gehörst da nicht an. Das ist auch nicht dankbar. Dankbarkeit wäre doch irgendwie so, cool, dass ich da sein darf, freut mich, ich habe hart dafür geschafft und viele Opfer aufgebracht und ich freue mich, da zu sein dafür. So, entweder bin ich so, oh mein Gott, was mache ich da? Oder ich bin so, äh, finde ich irgendwie scheiße da. So eine richtige Sau, Alter. Ach, oh mein Gott. Bitte outet mich nicht als undankbare Scheißgöre. Aber alle sind wirklich undankbare Scheißgöre. Sorry. Ich glaube, das kommt einfach davon, dass ich nie haben müssen erleben, wie schlimm es ist, wenn man mal nichts auf dem Teller hat oder wenn man mal kein Dach über dem Kopf hat oder wenn man so, weißt, mir ist immer gut gegangen. Ich habe immer einen Plausch vom Leben gehabt, scheißegal wie scheiße es vielleicht daheim mal war oder so, das habe ich alles nie gecheckt, Digga. So wirklich, so Trennung von meinen Eltern im Nachhinein finde ich schlimm, weil ich so jetzt check, weil ich halt nicht mehr ein Gaggi-Kind bin, aber so, als Kind, das hat mich vielleicht den Scheissdreck gejuckt. Ja, dann sind die halt getrennt. Schön, ich gehe wieder spielen mit meiner Nachbarin. Juckt
Ich komme dann um 6 Uhr zurück. Weißt du, so, okay, ich fange jetzt einfach an mit dem. I'm very grateful for never having gejuckt in der Kindheit von der Trennung von meinen Eltern, weil ich hatte eine schöne Kindheit. Aber im Nachhinein so ist es so, oh, mega sad und wow, jetzt habe ich gleich irgendwie Struggles mit dem. Aber so, sind wir mal ehrlich, so, meistens jetzt also als Kind wirklich nicht so. Also ja, falls es dich als Kind affected hat, möchte ich das natürlich nicht dir absprechen. Aber ihr wisst, was ich meine. So, wir machen aus vielen Sachen halt im Nachhinein ein grösseres Ding und das ist auch voll, das ist ja auch verständlich, weil klar hat das Effekt gehabt und klar hat mich das belastet mich das heute noch, was für Sachen waren. Und ich wünsche mir, ich hätte Friede, Freude, Eierkuchen gehabt. Aber so, gleich, Bro, dankbar sein, dass ich überhaupt so irgendeinen älteren Teil habe, der sich für mich juckt. Wenigstens ein, weißt du, so, es hätte viel schlimmer sein können. Und, ich will einfach so eine Dankbarkeitsqueen sein. Vielleicht macht ja die Bianca, sorry, ich habe sie Bibi genannt. Die Bianca. Wenn ihr übrigens nicht wisst, über wer ich rede, Bibis Beauty Palace, du es mal googlen, wenn du es nicht weißt. Also, da kann ich dir nicht mehr weiterhelfen. Aber es ist auch wirklich nicht, also ich tue dich nicht judgen, aber weißt du, so, der Zug ist abgefahren, dass man das erklären müsste, wer die ist. Die Bianca soll mal einen Dankbarkeitskurs machen. Ist mein Fazit. Keine Ahnung, das ist so mein Live-Update. Ich bin sehr viel am Overthinken. Ich habe ein Friendship-Breakup gehabt, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Und die Person hat mich einfach ghostet. Also so, ich habe so quasi meine letzte Nachricht geschrieben, die eigentlich mega so positiv gestimmt war. So mäßig so, ich wünsche dir alles Gute und ich habe auch nie etwas anderes für die Welle mäßig. Und sie hat das einfach on red gelassen. Und das Schlimme ist, vielleicht hört sie das, weil I don't know, ob du immer noch zulässt, Bro. Kannst du mir mal zurückschreiben, du, das finde ich nicht in Ordnung, das tut mich wirklich nachhaltig beeinflussen. So, das kann ich echt nicht hinnehmen. So, du juckst mich, Bro. Das ist mit dir nicht gut. Aber, ja, was meint ihr? Muss ich mich da nochmal melden und so sagen, hey, es juckt mich? Nein, die Person wird halt einfach nicht mit mir schreiben. Nachdem ich gesagt habe, ja, Bro, dann lassen wir es halt. Ist ja auch irgendwie die logische Schlussfolgerung. Aber ich denke mir dann so, Bro, wieso kann es dich so wenig jucken, dass du mir nicht mal mehr Tschüss schreibst? Es ist tumultöse Zeit. Aber we move, we go. Wenn ihr meine Kolleginnen seid, ich brauche neue Friends. No joke. Aber ich will halt auch keine Friends, die wissen, wer ich bin, von Social Media. Das ist ja halt ein sehr grosses Dilemma. Vielleicht muss ich es aber auch klein akzeptieren, Bro. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist das, was ich ja immer mit Flavio bespreche. Wir sind so, eigentlich ist es ja cool, dass Leute uns fühlen, auch wenn sie unsere Videos sehen, weil das heisst, wir sind ja in unseren Videos so, wie wir sind. Das heisst, sie haben uns gern für das, wo wir sind, aber wir sind ja auch nicht 24/7 so wie in den Videos. Und wir wollen ja auch nicht, dass die Leute irgendwie geblendet werden vom Fakt, dass uns Leute folgen oder dass wir Geld verdienen oder dass wir irgendwie eingeladen werden irgendwo. Und ja, was ist eure Meinung? Meint ihr, könntet ihr mit uns allen oder stellt deinen Lieblings-YouTuber vor oder so einen Scheiß. Könntest du mit dem befreundet sein oder der und for real einfach für die Person mit dieser Person befreundet sein und nicht, weil das ist dein Lieblings-YouTuber. So, leave a comment. Mehr habe ich nicht zu sagen. Nächstes Mal sind wir wieder vorbereitet mit irgendeinem spezifischen Thema. Oh nein, der Merlin ist draussen am Fighten. Leute, folgt dem Account auf Insta. Ich muss jetzt schnell den Merlin retten. Danke fürs Zuhören und es tut mir mega leid, dass ich ein Zeitchen weg war. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, weil das habe ich auch keinen Bock, dass ich irgendwie da Leute enttäusche oder so. Folgen kommen, wenn ich Bock drauf habe und Freude daran habe, sonst bringt es uns allen nichts. Und freundliche Grüße, bis nächste Woche oder bis nächstes Mal. Vielleicht passiert wieder irgendein Scheiß. Ich habe eine Pechsträhne im Moment. Ich hoffe es nicht. Aber ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Love you. Nein, das sage ich nicht. Hab dich lieb. Tschüss.